Jesus kommt wieder. Das ist der Titel unserer Serie, wo wir drin sind. Und heute, spektakulär, sind bei der Entrückung plötzlich alle weg. Wir lesen heute zusammen einen spannenden Bibeltext, 1. Thessaloniker Kapitel 4. Ein spektakulärer Bibeltext. Es gibt verschiedene Bibeltexte, die so auf dieses Zukunftsereignis hinweisen. Ein Bibeltext auch, der sehr nahe ist, 1. Korinther 15, so eine Art Parallelstelle. Dort beginnt der Autor mit den Worten: Ich erzähle euch jetzt ein Geheimnis, ein Mysterion. Wahrscheinlich hat er das so Geheimnis genannt, weil er gedacht hat, jetzt kommt einiges Neues für euch. Aber auch, weil das Gesamtbild, was alles in Zukunft passieren wird, das ist so riesig. Und wir erhalten ein paar Einblicke, ein paar Stücke dieses großen Puzzles und einiges bleibt auch ein Stück weit geheimnisvoll, bis wir dann soweit sind. Also wir tauchen heute ein in dieses Geheimnis, in dieses Mysterion, schauen mal, was hier alles los ist und läuft und so weiter. Und vielleicht ist es für dich dann auch einiges ganz neu, wie zum ersten Mal, anderes weniger. Aber das Spannende ist, es hat in allen diesen Themen, in Texten drin, einen zentralen Punkt, ein zentrales Thema. Und das ist die Begegnung mit Jesus. Und das ist mein Wunsch für dich, für uns, für die im Livestream zu Hause während diesem Gottesdienst, dieser Predigt, dass wir doch auch heute in diesem Moment Jesus begegnen dürfen und dass er in unsere Herzen reden darf. Wir tauchen ein in diesen Bibeltext, 1. Thessaloniker 4, ab Vers 13. Man merkt sofort, dass es ein Herzenstext ist. Er beginnt damit, dass Paulus schreibt, liebe Brüder, damit meint er die Glaubensgeschwister und er spricht sie so bewusst an, hey, wir sind Geschwister, wir sind so nahe miteinander verbunden, wir sind zusammen unterwegs. Und dann spricht er in diesem Text von den Entschlafenen. Das ist nicht gemeint, wenn man am Abend müde ist und einschlaft im Bett, sondern es sind die Leute gemeint, ganz gezielt die Christen, die sterben. Das ist noch ein schönes Wort, oder? Ein Entschlafen, also irgendwie nicht einfach fertig, weg und aus, die Maus, sondern entschlafen. Also von diesen Entschlafenen ist in diesem Text die Rede und dann wird manchmal der Herr genannt. Und damit ist Jesus Christus gemeint. Sie haben damals sehr gerne Jesus mit Herr angeredet. Er ist der Herr und ich gehöre zu ihm, ich diene ihm, ich folge ihm nach. Und er ist der Herr, der Kyrios. Also das kurz 3 Begriffe, die vorkommen in diesem Text. Und das lesen wir zusammen, Thessaloniker 4, die Verse 13 bis 18. Da heißt es, wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn, dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Denn der Herr selbst wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel, und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. So ermuntert nun einander mit diesen Worten. Vielleicht fragst du dich jetzt gerade, wie kann man sich ermuntern mit so Worten, weil das klingt mehr nach einem Geheimnis und mysteriös, ein bisschen kompliziert, oder? Und das wollen wir. Wir schauen diese Verse zusammen heute an und entdecken ganz vieles Ermutigendes, Ermunterndes, Auferbauendes darin. Seid ihr bereit? Habt ihr ein paar Fragezeichen? Ist alles klar? Bisschen beides, hä? Gut, wir legen los. Der erste Punkt, das erste, was ich hier sehr spannend finde, ist, ich habe das mal so beschrieben, ready sein, bereit sein, ersetzt hoffnungslose Trauer mit realer Hoffnung.
So spannend, das erste Thema, was hier angesprochen wird. Es war ja so, die Thessalonicher, diese Gemeinde in Thessalonik, an die dieser Brief ging, die Textstelle ging, die waren traurig. Und zwar, weil Menschen gestorben sind. Es sind ein paar aus ihrer Gemeinde, Leute, die an Jesus geglaubt haben, gestorben. Und die waren wie am Boden zerstört, durcheinander. Die haben nicht gewusst, was sollen wir jetzt damit anfangen. Und das ist ein Gefühl, das gab es nicht nur damals, das gibt es ja auch heute. Bis heute sterben Menschen immer wieder. Wir alle müssen mal sterben. Und wenn wir jemanden verlieren, hinterlässt er eine Lücke, es fehlt etwas und es bleibt Trauer zurück. Und jetzt gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Wie gehen wir damit um? Wie gehen wir damit um, wenn jemand stirbt? Es gibt eigentlich so wie drei Möglichkeiten. Drei Möglichkeiten, wenn wir in unsere Gesellschaft blicken. Das erste ist, man hat den Eindruck, das Leben ist alles, dann stirbt man und es ist aus. Das ist so eine materialistische Lebensphilosophie, Lebensansicht. Was wir hier haben ist, wenn man stirbt, ist es aus und vorbei. Und man sagt dann, ja, der Verstorbene, er bleibt in unseren Herzen, in unseren Erinnerungen bleibt er erhalten. Aber sonst ist vorbei. Eine andere Variation, die es gibt, die es auch damals gegeben hat, ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, wahrscheinlich geht es weiter. Es gibt eine Art Leben nach dem Tod. Damals gab es so verschiedene Mysterienreligionen, die an eine Unsterblichkeit der Seele geglaubt haben, aber es war vieles so völlig unbestimmt oder im Ungewissen. Und auch heute viele Menschen, die so denken, ja, irgendwie geht es weiter, aber wir wissen ja gar nicht so genau wie, die sagen dann, ja, das Lebenslicht ist zwar erloschen, aber der Stern leuchtet weiter oder irgend so, solche Formulierungen hört man dann. Da gibt es noch Zwischenformen, eigentlich eine dritte Herangehensweise, dass man sagt, ja gut, wenn man stirbt, kommt man einfach wieder auf die Welt. So Reinkarnation, oder? Das Ziel von der Lehre der Reinkarnation ist eigentlich, dass man dann irgendwann aufgelöst wird und aus diesem endlosen Kreislauf des Leidens erlöst wird im Nirvana, in der Auflösung im Nichts. Das ist so eine dritte Ansicht. Man stirbt gar nicht, sondern kommt irgendwie dann wieder und ist ein Baum oder ein Tier oder vielleicht ein Mensch, wenn man Glück hat. Genau, das sind so die heutigen Hoffnungen, die so kursieren. Und dann ist am Freitag unser Mitteilungsblatt gekommen, 2 Todesanzeigen darin, und das ist genau das, was man entdeckt. In der einen steht, in Liebe und Dankbarkeit wirst du uns begleiten und in unseren Gedanken weiterleben. In der anderen Anzeige steht, ich setze den Fuß in die Luft und sie trug. Also irgendwie eine Hoffnung, dass es doch irgendwie weitergeht, dass es irgendwie trägt. Dann in unseren Herzen lebt er weiter. Ist das die einzige Hoffnung, die wir haben? Also wenn das die einzige Hoffnung ist, das ist schon sehr wenig. Sehr unbestimmt, oder? Und es ist logisch, dass dann, wenn liebe Menschen von uns gehen, dass einfach Verzweiflung bleibt. Trauer, Ungewissheit. Ein Theologe, Gerde Koning, beschreibt es so, wenn man wie die Ungläubigen keine Hoffnung hat, ist die Traurigkeit eine verzweifelte, eine nicht zu tröstende Traurigkeit. Und jetzt schreibt aber der Schreiber ja hier im Vers 13, schreibt er, wir haben ja eine Hoffnung. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die Entschlafenen, damit ihr nicht traurig seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Mit anderen Worten, es gibt die Möglichkeit, eine Hoffnung zu haben. Er sagt, ihr glaubt ja an Jesus und deshalb habt ihr eine Hoffnung. Für euch ist das Sterben nicht endgültig aus, vorbei, völlig unbestimmt, unklar, keine Ahnung, was passiert, sondern ihr glaubt daran, dass es eigentlich ein Upgrade ist, von der Erde direkt in den Himmel. Ihr glaubt ja daran, dass es so, wie im 2. Korinther 5 beschrieben, ein Umzug stattfindet. So wie vom Campingplatz in eine feste, gute Unterkunft. Das ist das Bild, was ihr habt vom Sterben. Es ist nicht eine trostlose Traurigkeit, sondern eine vorübergehende. Eine, die ein Ende findet.
eine, die sogar mit ein Stück Vorfreude gefüllt ist auf ein Wiedersehen in der Ewigkeit. Vielleicht sogar mit einem Stück Dankbarkeit für die Heilung und das Gute, das das liebe Geschwister jetzt erfährt, das schon bei Jesus sein darf. Und das finde ich noch wichtig, wenn wir über dieses Thema nachdenken. Das schreibt ja der Paulus, er sagt nicht, Christen dürfen nicht traurig sein. Das ist noch ganz wichtig, sondern er sagt nicht wie die anderen. Also es kommt auf die Art und Weise der Trauer drauf an. Es ist völlig natürlich, dass man traurig ist. Wir werden ja sogar aufgefordert, als Christen miteinander auch zu trauern, mit dem Weinenden zu weinen. Jesus selber hat geweint, dass sein Freund Lazarus gestorben ist, aber das ging dann auch ganz spektakulär weiter. Aber er selber hat auch geweint. Und wenn jemand stirbt und eine Lücke hinterlässt, dann ist Trauer da. Dann muss man dieser Trauer Ausdruck geben, dann ist ein Verlust da. Nach diesem Verlust darf man Ausdruck geben. Also es ist ein großer Unterschied, ob wir eine Hoffnung haben, die weitergeht oder nicht. Ich finde, das ist schon ganz ein ermutigender, trostvoller Start. Wahrscheinlich jeder von uns hat jemand Lieben schon verloren, oder? Und wie schön, wenn wir wissen, er glaubt an Jesus und ist jetzt in Ewigkeit bei ihm und wir werden ihn wiedersehen. Es ist vorübergehend. Es ist für eine kurze Zeit. Aber jetzt hat Paulus gemerkt, das ist gut und wichtig, dass man so diese Hoffnung hat, dass man diesen Trost hat. Aber es geht ja noch weiter. Woher kommt denn diese Hoffnung? Auf was gründet sie? Und deshalb habe ich so als zweiten Titel gewählt, zweiter Punkt, Ready sein, bereit sein, heißt, dem Gestorbenen und Auferstandenen Jesus vertrauen. Wir müssen jetzt hier ein bisschen ins Nachdenken kommen. Das heißt, was kommt nach dem Tod? Wer überlegt sich das? Die meisten Menschen denken irgendwann über das nach. Einige verdrängen das Thema auch, obwohl es eigentlich ein wichtiges Thema ist. Also was glaubst du, was kommt nach dem Tod? Und woher hast du dieses Wissen? Das ist die andere wichtige Frage, oder? Es gibt eigentlich so verschiedene Orte, wo wir dieses Wissen herhaben könnten. Das ist eine zutiefst philosophische Frage. In der Philosophie gibt es einen Fachbereich, der heißt Ontologie. Das ist die Lehre des Seienden. Also wir sind und irgendwann sind wir nicht mehr. Und da kann man jetzt darüber nachdenken, ja, was passiert dann? Und dann versucht man in der Geisteswissenschaften, Wissen darüber zu sammeln, zur Erkenntnis zu kommen. Wie kann man diese Frage beantworten? Das nennt man dann Epistemologie. Das ist die Lehre der Erkenntnis. Wie kommt man zur Erkenntnis? Wie kommt man zur Erkenntnis? Als Beispiel, wenn ich mit dem Auto fahre, wie komme ich zur Erkenntnis, wie schnell ich jetzt fahre? Da kann ich den Thermometer anschauen und kriege eine Zahl. Aber die ist natürlich völlig falsch. Das ist eine falsche Erkenntnisquelle. Die sagt mir gar nichts. Und einige Leute gewinnen die Erkenntnis mit dem Blitzkasten. Ich gewinne diese Erkenntnis am liebsten mit dem Tachometer, oder? Da hat man eine Zahl und die richtige Erkenntnisquelle zur Frage, die ich habe. Wie kommt man jetzt zur Erkenntnis, was passiert nach dem Tod? Was passiert nach dem Sterben? Man kann zu dieser Erkenntnis kommen durch Autoritäten. Zum Beispiel hört man dem Pastor zu, was der sagt. Oder irgendeinem Geistlichen, einem Imam oder dem Dalai Lama oder weiß nicht. Den Eltern, auch eine Art Autorität. Was die sagen, stimmt sicher. Eine zweite Möglichkeit ist, dass man die Tradition als Erkenntnisquelle nimmt. Dass man sagt, ja, die meisten Leute glauben, man wird ein Stern und lebt in Erinnerung weiter. So wird es wohl sein. Wenn man nicht in Afrika auf die Welt gekommen wäre oder in Asien oder wo auch immer, dann hätte ich wahrscheinlich irgendeine andere Erkenntnis über das, was nach dem Tod kommt. Das ist so die Tradition, das hat man schon immer geglaubt, so wird es wohl sein. Oder man macht das eigene Gefühl zur Erkenntnisquelle. Ich habe das Gefühl, so und so ist es, dann wird es wohl so sein. Es ist eine schwierige Erkenntnisquelle zu dieser Frage, oder? Weil dann hätte ja mein Gefühl die Realität bilden müssen, die schon vor mir da war. Oder ich sage, mein Verstand, was für mich logisch klingt, das wird es sein. Das Problem ist, man kann keine Experimente machen, es gibt keine Empirie. Wir können nicht ein paar Leute tot machen und dann kommen sie wieder und sie erzählen, wie das jetzt abgelaufen ist und wir machen eine Statistik oder keine Ahnung. Das ist das Problem an dieser Frage. Also
Keine von all diesen Erkenntnisquellen hat Erfahrung gesammelt, kann erzählen, wie es abläuft, was passiert, wie es ist. Das heißt, in dieser Frage sind wir eigentlich erkenntnisquellenlos. Das macht sie ein bisschen kompliziert. Jetzt könnte man sagen, ja gut, es gibt ja noch die Nahtoderfahrungen. Was ist mit diesen Leuten? Für mich ist das wirklich so eine Art Nahtod, nicht wirklich Tod, sondern nahe beim Tod. Für mich eine auch unsichere Erkenntnisquelle zu diesem Thema. Das heißt, es bleiben am Schluss eigentlich zwei Möglichkeiten. Die eine ist, wir wissen es einfach wirklich nicht. Und die andere ist, dass es eine göttliche Offenbarung gibt dazu. Dass derjenige, der das gestaltet hat, der über allem steht, der dahinter steht, dass er uns sagt, was passiert, wie es funktioniert. Und deshalb nochmals die Frage, was glaubst du, was passiert nach dem Tod? Und woher hast du dein Wissen, deine Erkenntnis, wie bist du dazu gekommen? Das ist eigentlich eine mega wichtige Frage, weil wenn diese Frage unbeantwortet ist, dann ist das, was wir hier haben in diesem Leben, alles. Und dann ist es vorbei. Und wenn es tatsächlich etwas gibt, dann ist es ja entscheidend, dass man sich darüber Gedanken macht. Und jetzt sagt dieser Paulus, es gibt diese Offenbarung tatsächlich. Gott hat uns etwas zu diesem Thema gesagt. Er hat uns erklärt, wie es funktioniert, wie es abläuft. Und er hat es nicht nur gesagt, er hat jemanden geschickt, er ist selber Mensch geworden in Jesus. Er ist gestorben, war mausetot und ist wieder lebendig geworden. Also es gibt sogar einen Erfahrungsbericht. Und das Spannende ist, wenn wir jetzt lesen in der Bibel vom Kreuz, vom Sterben von Jesus und der Auferstehung, dann merken wir, das sind Sachen, das ist nicht einfach Religionserfindung oder so, sondern sind Themen, die sind in der Bibel und außerhalb der Bibel historisch sehr gut belegt. Sie sind juristisch einwandfrei, bezeugbar. Sie sind auch, sage ich mal, ontologisch oder theologisch, logisch nachvollziehbar und liefert einige Antworten. Deshalb schreibt Paulus zu diesem Thema, der diesen Text schreibt, denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm führen. Das heißt, mit anderen Worten, wenn wir diesem Jesus glauben, wenn wir ihm vertrauen, dann wird er uns so fest mit ihm, mit sich, mit Jesus verbinden, dass wenn Jesus gestorben und auferstanden ist, dass wir sicher sein dürfen, dass auch wir quasi verbunden mit Jesus, wenn wir sterben, wieder auferstehen, dass es weitergeht. Das ist eine andere Art von Erkenntnisquelle, eine, die persönlich mit Gott verbunden ist. Und jetzt können wir uns ja fragen, ja, wie ist das dann, wenn wir das glauben? Wie kommen wir zu diesem Glauben? Wie kommen wir dazu, mit diesem Jesus so verbunden zu sein? An einer anderen Stelle sagt der gleiche Autor ein paar Worte dazu, wie das funktionieren kann. Römer 10, Vers 8 bis 9. Das ist das Wort des Glaubens, das wir predigen, dass wenn du mit deinem Mund Jesus als Herrn bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn aus den Toten auferweckt hat, du gerettet werden wirst. Und das ist eine Einladung heute für uns. Vielleicht bist du hier und sagst, ja, stimmt. Ich spüre irgendwie, dass ich diesem Jesus vertrauen will, dass ich an ihn glauben will. Glauben bedeutet Vertrauen. Vielleicht sagst du, ja, ich will diesem Jesus glauben, dass er Gott ist, der auf diese Welt gekommen ist, dass er hier gelebt hat, dass er am Kreuz gestorben ist, auch für meine Schuld, für meine Sünde, dass er mir vergibt. Ich bitte ihn um Vergebung. Aber ich vertraue und glaube auch diesen Aussagen, die so gut belegt sind, dass er auferstanden ist, dass er den Tod besiegt hat, dass er die Sünde, den Teufel besiegt hat, dass er stärker ist, dass er der ist, der neues Leben schafft. Darauf möchte ich vertrauen. Und dann heißt es hier, wenn wir das glauben, dass Jesus von den Toten auferweckt ist und wenn wir es mit unserem Mund bekennen, mit unserem Mund aussprechen, diesem Jesus glaube ich mache ihn zu meinem Herrn. Das heißt, ich will ihm nachfolgen, ich spreche das aus oder ich bete es in einem Gebet. Und dann passiert ein Wunder. Wir werden so fest mit Jesus verbunden,
Es wird eine Gewissheit in unser Herz hineingelegt, dass wir mit Jesus im Sterben sein werden und mit Jesus auch in der Auferstehung sein werden. Deshalb klingt es da fast so ein bisschen irgendwie geheimnisvoll, dass wir dann mit Jesus geführt werden in unserem Sterben, in unserer Ewigkeit, in unserem Leben nach dem Tod sind wir dann mit ihm verbunden. Durch Jesus und in Jesus. Also deshalb das der zweite Punkt, ready sein, bereit sein, das bedeutet, dem gestorbenen und auferstandenen Jesus vertrauen, glauben, diese Hoffnung in sich zu tragen. Und jetzt hat aber Paulus schon auch gespürt, diese Thessaloniker, die diesen Brief, diese Schrift empfangen, die wollen gerne noch ein bisschen mehr wissen, wie das alles funktioniert. Und er schreibt ihnen einige Details dazu, wie das alles ablaufen wird. Und jetzt wird es eigentlich spektakulär. Also es kommen jetzt viele Informationen in kurzer Zeit. Vorteil, wir haben ja Livestream, da kann man auf halbes Tempo schalten oder einfach zu Hause nochmal schauen, kein Problem. Und deshalb der dritte Punkt, ready sein heißt, auf die plötzliche Begegnung mit Jesus hinzuleben. Das ist so die Zusammenfassung, der Kern vom Ganzen. Auf die plötzliche Begegnung mit Jesus hinzuleben. Das haben wir gelesen, oder? Vers 15. Denn dies sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Das heißt, Jesus selbst hat davon offensichtlich zu ihnen gesprochen. Dass wir, die Lebenden, die übrig bleiben, bis zur Ankunft des Herrn, den Entschlafenen keineswegs zuvorkommen werden. Also unter den Gläubigen an Jesus gibt es keinen Wettkampf, wer ist zuerst bei Jesus, wer zuletzt, sondern irgendwie findet dann eine Gleichzeitigkeit statt. Was auch ganz eigentlich logisch ist aus unserer Sicht, damals hatten sie ein paar Probleme damit, aber es ist logisch, einige leben noch in dem Moment, wo Jesus wiederkommen wird und einige sind entschlafen, gestorben. Was passiert, wenn man stirbt? Dem Verbrecher neben dem Kreuz, als Jesus gekreuzigt wurde, der am anderen Kreuz hing, hat Jesus gesagt, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Wenn wir entschlafen, kommen wir so wie in eine Art erster Himmel, würde ich sagen, in eine Gegenwart von Jesus, bis zu dem Moment, wo wir da lesen, wo die Entschlafenen und die Lebenden dann nicht einer zuvor, sondern wie gemeinsam irgendwie da sind. Also das Erste, was eigentlich logisch ist, einige leben noch, andere sind entschlafen. Dann das Zweite, was passiert, dann kommt die zweite Ankunft unseres Herrn Jesus. Ich habe zweite Ankunft beschrieben, weil die erste Ankunft war vor 2000 Jahren, als Jesus in diese Welt hineinkam, als kleines Baby, relativ plötzlich. Die Leute haben es gar nicht gemerkt und plötzlich war er da. Und erst später haben sie es irgendwie mitbekommen, was da alles passiert ist, außer die Hirten auf dem Feld, die haben es sofort gemerkt, oder? Auf jeden Fall, es kommt eine zweite Zeit, wo Jesus plötzlich kommen wird und das wird dann so sein, Vers 16, denn der Herr selbst, also Jesus selbst, wird beim Befehlsruf, bei der Stimme eines Erzengels und bei dem Schall der Posaune Gottes herabkommen vom Himmel und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Also es bedeutet, irgendwann, plötzlich kommt Jesus wieder. Und es ist spannend, wie das hier beschrieben wird, so mit einer Art militärischen Sprache. Wer war alles im Militär? Okay. Ich war bei der Musik, da gab es sogar Posaunen. Gab es bei euch auch Posaunen? Oder der Erzengel, der kommt und macht Befehl. Und dann sind hier von den Posaunen die Rede. Es heißt, es kommt ein Posaunenschall. In dieser Parallelstelle im 1. Korinther 15, dort wird beschrieben, dass es die letzte Posaune ist. Damals im römischen Heer gab es 3 Posaunen. Die erste Posaune, als die erklungen ist, hat man die Packung erstellt. Als die zweite Posaune erklungen ist, hat man sich aufgereiht. Und bei der dritten Posaune, bei der letzten Posaune, kam der Abmarsch. Weg aus dem Kampfgebiet nach Hause. Und ich finde das so ein schönes nicht nur Bild, sondern eigentlich eine Zukunftsaussicht. Vielleicht erlebst du deinen Glauben manchmal auch als Glaubenskampf, weil es Widerstand gibt, weil es viele Menschen gibt, die Jesus lächerlich finden. Vielleicht auch, weil du diesen geistlichen Kampf spürst, von dem die Bibel oft berichtet, dass wir in einem Kampf stehen, nicht gegen irdische Gewalten, sondern gegen übernatürliche Gewalten. Es wird vieles von diesem Glaubenskampf beschrieben. Vielleicht erlebst du aber auch ein angefochtenes Leben, Herausforderungen. Und dann heißt es, irgendwann wird der Ruf kommen.
Da kommt dieser Erzengel, der Oberste, der Heeresführer und ruft, komm nach Hause. Du kannst dich zurückziehen, erstell die Packung, mach dich auf den Weg. Kommt Jesus selbst, erklingt diese Posaune, ein Klang, um nach Hause zu kommen, um zu Jesus zu kommen. Ich finde das unglaublich schön. Und es wird beschrieben, wie Jesus selbst kommt. Das steht hier aus dem Himmel herab. Manchmal denkt man so, ja, herab, da kommt er von oben. Und die in Australien, da kommt er dann auch von oben. Wie geht das dann? Kommt er nur für uns und von die von unten und so weiter? Und wir wissen nicht so recht, wie wir uns das vorstellen sollen. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir uns nicht denken, irgendwie Jesus kommt vom Rand des Universums und schwebt durch den Kosmos hindurch und ist dann irgendwie hier, sondern er kommt aus dem Himmel heraus. Das heißt, er kommt aus dem Himmel und der Himmel ist nicht eine andere lokalisierte Ort irgendwo in unserem Kosmos, sondern es ist eine andere Dimension. Und wenn er aus dem Himmel herabkommt, kommt er wie aus dem Himmel heraus, tritt aus dieser für uns unsichtbaren Dimension hervor und wird für uns sichtbar, irgendwie für alle zusammen. Das ist auch so etwas ein bisschen geheimnisvoll, mysteriös, können wir uns nicht ganz vorstellen, wie das sein wird. Und dürfen auch gespannt sein, wie das dann sein wird. Also Jesus kommt irgendwie aus dieser himmlischen Dimension und holt uns nach Hause, aus dem Kampfgebiet heraus. Dann, was dann passiert, was wir hier auch lesen, dann werden die Toten in Christus auferstehen. Also es kommt zweitens zu einer Auferstehung der entschlafenen Gläubigen. Alle, die gestorben sind, die an Jesus glaubten, werden irgendwie wieder in die Leiblichkeit zurückgerufen. Es findet so eine Art Auferstehung statt. Im Vers 17 wird das dann genauer beschrieben, wie das da abläuft. Da haben wir ja gelesen, danach werden wir, die Lebenden, die übrig bleiben, zugleich mit ihnen, also mit diesen Auferweckten, entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir alle Zeit beim Herrn sein. Also irgendwie werden die Verstorbenen wieder einen Leib erhalten, einen Auferstehungsleib und dann zusammen mit allen Christen, die noch leben, zu Jesus geführt. Und das ist eigentlich das Zentrale an dieser Aussage, in die Begegnung zu Jesus geführt. Das ist das, was in der Mitte von diesem Text steht, was wir uns am meisten ins Herz schreiben müssen. Dann findet diese Begegnung mit Jesus statt. Das Schönste, was es geben wird. So spannend, wie das hier beschrieben wird. Es heißt, man wird entrückt, oder? Von da kommt das Wort Entrückung. Man fragt sich, wie wird das abgehen? Was soll dieses Wort? Das bedeutet, wenn man es übersetzt aus dem altgriechischen Arpazo, wegführen, entreißen, sogar entführen könnte man sagen, oder eben entrücken. Und wir können uns das nicht so recht vorstellen. Es gibt einige Bibelstellen, die berichten von Entrückungen. Und vielleicht, wenn wir das so uns vor Augen führen, dann könnte uns das in die richtige Richtung weisen, wie es vielleicht sein könnte. Da wird im 1. Mose von Henoch geschrieben, der Herr einfach so zu sich geholt hat. Und es steht nicht viel mehr, aber er war offensichtlich einfach wie plötzlich weg. Man hat es gar nicht so recht mitbekommen. Auch im Hebräer 11,5 wird davon beschrieben, wie Gott ihn einfach zu sich genommen hat. Eine andere Entrückung, von der wir lesen, ist Elia im 2. König im Alten Testament. Ein Prophet, den hat Gott mit einem Art himmlischen Feuerwagen abgeholt. Der Nachfolgeprophet, der Elisa, war da, der hat das gesehen. Aber andere Prophetenschüler in der Stadt nebendran, die haben nichts mitbekommen. Die gingen dann sogar los und haben diesen Elia gesucht. Die haben weder den Leichnam noch den Lebenden gefunden. Er war dann auch einfach wie verschwunden. Weg. Sie haben es nicht so recht mitbekommen. Oder dann Jesus, seine Jünger standen da und haben gesehen, aber alle anderen Menschen nicht, wie er einfach in den Himmel aufgenommen wurde, durch eine Wolke in die Wolke. Es ist interessant, dass die Wolke so wie ein Übergangsort ist, in diese himmlische Dimension hinein. Philippus, der war unterwegs in der Wüste, war da mit diesem Kämmerer, haben zusammen geredet. Und dieser Mann in der Wüste, der wollte von Jesus wissen und der hat genau das erlebt, was in Römer 10 steht. Er hat von diesem gestorbenen und auferstandenen Jesus gehört. Dann hat er gesagt, diesen Jesus will ich glauben. Hat mit dem Mund bekannt, ja, zu dem will ich gehören, ich will das öffentlich machen. Hat sich taufen lassen und dann heißt es, und dann wurde Philippus entrückt. Nicht in den Himmel, sondern er war plötzlich einfach in einer anderen Stadt.
Irgendwie so plötzlich unmittelbar. Es ist auch interessant, Jesus spricht davon, dass in Matthäus 24, haben wir auch schon zusammen gelesen vor ein paar Wochen, wie da zwei Leute miteinander auf dem Feld sind und plötzlich ist einer weg. Zwei Menschen sind mit dem Mühlen beschäftigt, plötzlich ist einer weg. Das sind so die Beispiele, die wir finden in der Bibel über dieses Entrücktwerden. Und wenn wir jetzt diese Parallelstelle wieder nehmen im 1. Korinther 15, 52, dann heißt es dort, dass in diesem Moment eine Verwandlung stattfindet. Der irdische, sterbliche, vergängliche Körper wird verwandelt in einen ewigen, vollkommenen Körper, Leib. Und das alles geschieht in einem Augenblick, in einem Nu. So wird es da beschrieben. Also irgendwie geheimnisvoll, höchst spannend. Wir müssen gar nichts machen oder tun. Es passiert dann einfach. Aber wir dürfen den Fokus haben. Es führt zur Begegnung mit unserem Herrn Jesus. Das heißt, wenn du heute hier bist, wenn du sagst, ich bin ein Christ, ich glaube an diesen Jesus, dann wäre es typisch für dich, dass du nicht irgendwie dich auf diese Entrückung freust und sagst, oh, ich freue mich auf den Moment, wo ich dann mal durch die Luft schwebe oder wo ich ummaterialisiert werde in einen Ewigkeitsleib oder oh, ich habe Angst vor dieser Endzeit und wie das alles kommen wird, was passiert da wohl und so weiter, sondern das Typische ist, dass wir uns freuen auf diesen Moment, um Jesus zu begegnen, mit ihm zusammen zu sein. Endlich mit unseren Augen zu sehen, was wir in unserem Herzen gesehen und geglaubt haben. Diese Realität bei ihm hineingenommen zu werden. Und dann etwas, was in unserem Text nicht steht, wenig später kommt dann Jesus mit seinen Nachfolgern wieder in diese Welt hinein und wird sein Friedensreich in dieser Welt aufrichten. Zum Beispiel in Offenbarung 19, da öffnete sich der Himmel vor meinen Augen und ich sah ein weißes Pferd. Der darauf saß, heißt der Treue und Wahrhaftige, das ist Jesus. Er ist der gerechte Richter, der für die Gerechtigkeit kämpft. Und die Truppen, die im Himmel sind, folgten ihm auf weißen Pferden. Und dann wird dieses Friedensreich auf der Welt aufgerichtet, das für ein Millennium, für 1000 Jahre hier bestehen wird, bevor dann die neue Schöpfung kommt. Also meine Frage an diesem Punkt: Freust du dich auf diese Begegnung mit Jesus? Ich glaube, das ist das Beste, was uns passieren kann, wenn es endlich sichtbar und greifbar ist, oder? Wenn es vor unseren Augen ist, wenn es offensichtlich ist. Wie schön wird das sein? Es ist ein Bild, das beschrieben wird mit einer Hochzeit. Die Hochzeit des Lammes wird dann stattfinden. Die Gemeinde, die Braut bereitet sich vor auf diesen Moment, endlich dem Bräutigam Jesus zu begegnen. Und dann gibt es ein großes Fest. Wie schön, wenn es endlich zusammen sein kann. Also Ready sein bedeutet, auf diese Begegnung mit Jesus hinzuleben. Dann noch ein vierter Punkt, der in diesem Text steckt. Ready sein heißt, einander mit dem Ziel zu ermutigen. Mit diesem Ziel der Begegnung mit Jesus. Wir haben ja gehört, es ist eine unserer Kulturen bei uns, dass wir einander ermutigen wollen. Es steckt auch genau dieses Wort hier drin, das Parakaleo, ermahnen, ermutigen. Manchmal sind wir so im Alltagsfokus unterwegs, dass wir einen Glaubensgeschwister brauchen, das uns ermahnt. Schau nicht nur auf das Irdische, sondern schau auf Jesus. Wir haben ein Ziel, das ist noch ein bisschen größer als nur das dunkle Grab oder so etwas. Manchmal brauchen wir diese Ermutigung, diesen Trost, oder? Hey, du steckst in einem Kampf drin. Das ist herausfordernd, ja. Aber irgendwann kommt die Posaune und der Ruf und du darfst nach Hause kommen. Und es ist so schön, wenn wir das einander sagen können, wenn wir uns einander damit trösten können, wenn wir uns einander ermutigen können. Darum schreibt Paulus, so ermuntert nun einander mit diesen Worten. Ermahnt, ermuntert, tröstet einander. Also wenn ich irgendwo so im Alltagsding drin stecke, diesem Alltagsgewusel, in diesem Tunnel, und mir jemand sagt, hey, es gibt noch ein größeres Bild, irgendwann wirst du diesen Jesus sehen, er kommt bald wieder, dann löst das in mir so ein Durchatmen aus. Ich atme durch, ich schnaufe auf. Es hilft mir manchmal auch, die Dinge wieder so zurechtzurücken, Dinge, die plötzlich viel zu groß geworden sind, wieder an ihren Ort zu tun. Und den Blick und den Fokus bei Jesus zu haben, in der Begegnung mit ihm. Aber es weckt in mir auch eine Leidenschaft.
von dieser wunderbaren Botschaft anderen Menschen weiterzuerzählen, das weiterzugeben. Es weckt in mir eine Begeisterung, Menschen an dieser Liebe, an dieser Zuwendung von Gott irgendwie teilhaben zu lassen, das jetzt schon zu spüren. Das sind diese 4 Punkte in diesem Text. Am Ende zielt alles auf diesen Moment hin, wo wir Jesus begegnen können. Es hat einmal jemand eine Geschichte vom größten Narren erzählt. Da war ein größter Narr mit seinem König. Die Narren haben ja den Vorteil, die können dem König die Wahrheit sagen. Manchmal nimmt das ernst und wenn es zu persönlich wird, dann kann er sagen, das war ja alles nur vom Narr. Und der war so gut, dieser Narr, da hat der König diesem Narren einmal einen Stab gemacht. Er hat ihm einen Stab gemacht aus Silber mit goldenen Glöckchen dran und hat gesagt, das ist dein Narrenstab. Wenn du irgendwann einen größeren Narren findest, als du bist, dann darfst du ihm diesen Stab weitergeben. Und der Narr ist ausgegangen und durch die Lande gezogen und hat geschaut, gibt es irgendwo einen Narr, der noch närrischer ist, der noch ein besserer Narr ist, noch ein größerer Narr. Aber er hat keinen gefunden. Irgendwann hat er gehört, der König liegt im Sterben. Er ist hineingesprungen ins Zimmer beim König, zu ihm, wollte nochmals bei ihm vorbeischauen und hat er gesagt, König, ich sehe, du willst eine große Reise antreten. Der König hat gesagt, nein, ich will nicht, ich muss. Hat der Narr gesagt, interessant, es gibt also einer, der ist noch höher als du, wenn du musst. Ja gut, dann kommst du sicher bald von dieser Reise wieder zurück. Der König hat gesagt, nein, in dieses Land, in das ich verreise, da kommt man nicht zurück. Der Narr hat gesagt, okay, aber dann hast du dich ja sicher gut vorbereitet auf diese Reise. Hast du geschaut, dass man dich königlich in diesem Land empfängt, von dem man nicht zurückkommt? Der König seufzt und sagt, habe ich versäumt, habe mich nicht vorbereitet. Ich hatte ja gar keine Zeit dazu. Der Narr sagt, dann hast du wahrscheinlich gar nicht davon gewusst, von dieser Reise, die du mal antreten musst. Hast du gar nichts gewusst? Und der König sagt, doch, gewusst habe ich es schon, aber wie gesagt, ich hatte einfach keine Zeit dazu, mich um die Vorbereitung zu kümmern. Da wurde der Narr nachdenklich, hat seinen Stab genommen, auf das Bett des Königs gelegt und ist wieder herausgegangen. Und ich möchte dich zum Schluss fragen, bist du bereit, diesem Jesus zu begegnen? Hast du dich gekümmert darum? Weißt du, wohin die Reise geht? Oder schiebst du es nur von dir? Ready sein heißt, einander mit dem Ziel zu ermutigen. Vielleicht ist das heute dran. Ready sein heißt, auf die plötzliche Begegnung mit Jesus hinzuleben, diesen Fokus zu haben. Ready sein heißt, dass wir nicht eine hoffnungslose Trauer haben, sogar wenn Menschen sterben, sondern dass diese Trauer mit einer realen Hoffnung ersetzt werden. Und ready sein heißt aber auch, dass wir diesem auferstandenen Jesus glauben und vertrauen. Wir gehen in eine Zeit des Gebets. Vielleicht bist du heute hier und sagst, ich will diesem Jesus glauben, ich will diesem Jesus vertrauen. Ich weiß zwar noch nicht so viel von ihm, aber ich will im Glauben annehmen, dass er gestorben, auferstanden ist und zu mir gehört. Und wir haben gelesen, das sollen wir mit unserem Mund bekennen. Und ich habe so ein erstes Gebet, wenn du auf dem Herzen hast, zu diesem Jesus zu gehören, nicht zu den übrigen, die diese Hoffnung nicht haben, sondern zu diesem Jesus, dann möchte ich dich einladen, dieses Gebet so oder ähnlich in deinem Herzen mitzubeten und mit deinem Mund zu bekennen, dass du an Jesus glaubst. Und bete diese Worte für dich mit. Vater im Himmel, mir ist klar geworden, dass ich eigentlich getrennt von dir bin. Und Jesus, ich glaube an dich, dass du der Retter und Gott bist, für mich am Kreuz gestorben und dann auferstanden. Und bitte vergib mir die Dinge, die ich falsch gemacht habe, meine Schuld und Sünde. Und Jesus, ich nehme dich in mein Leben auf. Ich mache dich zu meinem Herrn. Ich will dir nachfolgen. Im Leben, im Sterben
und in die Ewigkeit. Verändere du mich so, wie du mich haben willst, und erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Danke 1000-mal. Amen. Ich habe auch ein zweites Gebet für uns alle. Mach aber auch deine eigenen Worte daraus. Und Jesus, wir haben diesen Text gelesen zusammen. Und es ist höchst spannend. Aber es zielt auf einen Punkt hin. Nämlich dir dann von Angesicht zu Angesicht begegnen zu können. Und deshalb bitte ich dich, Jesus, bewahre uns als deine Nachfolger, als deine Kinder, als deine Kirche, bewahre uns davor, dass wir unsere Hoffnung auf Weltliches setzen. Bewahre uns davor, dass wir das Ziel aus den Augen verlieren. Dass wir einen falschen Fokus haben. Dass wir in unseren Alltagskämpfen drin, auch in unseren Glaubenskämpfen, vergessen, worum es geht. Und ich bitte dich, dass du uns heute den Blick auf dich schenkst und diesen Fokus. Und vielleicht bist du auch hier und du verspürst diese Trauer in deinem Herzen auch über verlorene Geschwister. Dann möchte ich dir zusprechen, diesen göttlichen Trost. Es ist vorübergehend, es ist auf Zeit, für eine kleine Zeit. Und dann werdet ihr zusammen sein bei Jesus. Und so darfst du heute zuversichtlich und voller Hoffnung dein Leben gestalten. Vielleicht bist du auch hier und du hast so das Gefühl oder den Eindruck, dass das Leben mit Jesus, dass das wirklich manchmal auch ein Glaubenskampf ist. Dass Glaubenskämpfe vielleicht an verschiedenen Orten, du empfindest es als Kampf, wenn andere Menschen Jesus ablehnen. Vielleicht nahestehende Leute. Wenn du da immer so diese Fronten spürst, dann möchte ich dir Mut zusprechen, dran zu bleiben, weil es lohnt sich, diesen Lauf zu vollenden. Und du darfst dich darauf freuen, Jesus wird kommen. Und du darfst in Ewigkeit bei ihm sein. Und dann wird dieses kurze Leiden nicht mehr ins Gewicht fallen. Und dann möchten wir einstimmen ins Gebet, wie es in Offenbarung 22 heißt, 22 Vers 20, Herr Jesus, komme bald. Wir freuen uns auf den Moment, Jesus, wo wir dir begegnen können, wo wir dich von Angesicht zu Angesicht schauen können, wenn wir dir gegenübertreten können. Du bist unser Retter und Erlöser. Und wir dürfen dann noch viel mehr davon erfahren, was es bedeutet. Du bist unser Stellvertreter, Jesus. Du hast den ganzen Zorn wegen unserer Sünde, das Gericht wegen unserem Falschen hast du, Jesus, auf dich genommen. Dich dürfen wir dann sehen. Du bist unser Freund, Jesus. Du bist unser Helfer und unser Tröster. Du bist unser erstgeborener Bruder. Du bist mein großer Bruder, Jesus. Aber du bist auch mein Herr, mein Kyrios, dem ich nachfolge, mein Gott. Wir freuen uns, bis du kommst. Amen.